größte Kryptobörse Chinas Huobi teilte mit, dass sie nach den Verboten der chinesischen Regierung die Benutzerkonten bis Ende des Jahres kündigen wird. Der Konzern wird sich auch noch von den ausländischen Geschäften zurückziehen, weil die Regierung gegen die Kryptobranche vehement vorgeht. In Toronto in Kanada haben Uiguren eine 148 Jahre alte Kirche in eine Moschee umgebaut. Die Mount Carmel Kirche wurde 1873 errichtet und wurde nun in Islamisches Kulturzentrum der Uiguren in Kanada umbenannt. Das Weihnachtsgeschäft läuft bald an, doch in Großbritannien könnten die Regale leer sein. Es fehlen Lkw-Fahrer. Jetzt will London mit Sondervisa Ausländer locken. Südkorea hat Nordkorea zur raschen Wiederaufnahme der Kommunikation über ihre ungenutzten Verbindungen aufgerufen. Das Vereinigungsministerium in Seoul nannte am Sonntag eine Stellungnahme der einflussreichen Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, von Samstag bedeutungsvoll. Das chinesische Außenministerium beteuerte in einer Mitteilung am Samstag erneut die Unschuld der Huawei-Managerin Meng und warf den USA ihre willkürliche Inhaftierung vor. Von einer politischen Verfolgung eines chinesischen Staatsbürgers und der Unterdrückung eines chinesischen Hightech-Unternehmens war die Rede. Die radikal-islamischen Taliban haben internationale Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Flüge am Flughafen Kabul wieder aufzunehmen. Alle technischen Probleme am wichtigsten Flughafen des Landes seien behoben, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. 3 Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Zugunglück auf dem Weg von Chicago nach Seattle ums Leben gekommen. Dies teilte die nationale Eisenbahngesellschaft Amtrak auf ihrer Webseite mit.